Der Tourismus in der Schweiz. Eine echt britische Erfindung. Ohne die Ladies und Gents aus der UK wissen wir vielleicht immer noch nicht, dass man mit Übernachtungen ordentlich Zaster scheffeln kann. Und sie kommen noch immer zu uns. 2 von ihnen stehen gerade am Busbahnhof von Chur und wollen sich den Gaumasee in der verschneiten Vorweihnachtszeit anschauen. Seit einem Zeitchen sind der Gary und seine Frau nämlich auf Instagram aktiv. Ursprünglich zum anonym nachschauen, was ihre Jüngste so in Magaluf in den Ferien treibt. Das hätten sie im Nachhinein aber lieber sein gelassen. Der Sprössling hat seinen Eltern den Flug nach Spanien damals als Kulturreise verkauft. So viel soll verraten sein. Mit Kultur hat das nicht sehr viel zu tun gehabt. Zum guten Glück hat der Algorithmus aber das Möglichste gemacht, um die besorgten Eltern von seinen Eskapaden abzulenken. Immer wieder hat sie neue Reels von dem See in der Schweiz hineingespült, wo so breathtaking soll sein. Ein bisschen orientierungslos suchen sie nach jemandem, der ihnen den Weg zeigen kann. Sie treffen einen urchigen Bündner. Auf seinen Kopfhörern läuft gerade eine Band, die am britischen Herr bestens bekannt ist. Wo der Bündner den Kopfhörer abnimmt, würde Gary am liebsten mitsingen. Aber er weiss, dass das nicht so schlau ist, wenn seine Frau dringend wissen will, wo es zum Gaumasee geht. Excuse us, sir, where and when does the bus to Lake Como leave? Lake Como? Comersee? Wir sind doch nicht in Italien. We are here not in Italy. Oh no, there must be a mistake. Sie zückt ihr Handy und zeigt den Wikipedia-Eintrag vom Gaumasee. Ah, Gaumasee. Ja, der kommt in 2 Minuten. Kommt? That's incredibly rude, sir. Ruth? No, my name is Laurin. Die Frau ist jetzt völlig ausser sich. Trotzdem schnauft sie nochmal durch und fragt laut und deutlich. When does the bus to Gaumasee leave? I already told you. It arrives in 2 minutes. Kommt in 2 Minuten. Well, in only 1 in the meantime. Die Frau checkt jetzt langsam, dass der urchige Local sie nicht beleidigen wollte. Oh, excuse me, my dear. I thought you meant something else. Der Laurin lacht. No, I'm not like Liam or Noel. I'm very pacific. But I would have loved to get tickets for the reunion concert. Probably some Karen, who only knows their most famous song, got my tickets. Egal, How do we say? Don't look back in anger, gell? Der Gary lacht amüsiert und sagt... Fantastic taste, mate. Seine Frau hingegen ist verwirrt und versteht nur Busbahnhof. Also, ich muss. I gotta roll with it. Und deutet auf den Bus. Er hat heute tatsächlich die Route nach Flims zuteilt bekommen. Er löst seine Chauffeurkollegin ab und winkt den Gary und seine Frau an. Die 2 steigen ein und hocken direkt hinter der Laurin. Er fragt die beiden nach ihrem Namen. Der Gary will wegen einem früheren Kommentar vom Laurin am liebsten schweigen. My name's Karen, and that's my husband Gary, meint die feine Dame. Der Laurin macht sich plötzlich Gedanken, ob sein Kommentar von vorher echt fehl am Platz war. Kurz darauf rücken die Sorgen aber wieder in den Hintergrund und er lässt keine Möglichkeit aus, Referenzen zu seiner Lieblingsband ins Gespräch einzubauen. Dass es beispielsweise gut sagt, dass sie, nicht wie andere Touristen, mit passendem Schuhwerk da raufgekommen sind. Nicht, dass es an einem verschneiten Hang dann noch «Slide away» heisse. Trotzdem sollen sie einen Schritt nach dem anderen nehmen. Little by little, gell? Der Gary findet immer mehr den Gefallen am Laurin und hat ihm mit einem Your references are mega fucking biblical, mate. zu verstehen gegeben, dass er seine Anspielungen checkt und schätzt. Der Bus nähert sich an der Haltestelle Waldhaus Flims beim Gaumasee, wo im Radio die Weihnachtssongs mal durch einen Nicht-Festtagsklassiker unterbrochen werden. Im Radio läuft jetzt Wonderwall. Am Gary schwant Böses. Der Laurin meint nur, Ausgerechnet der überschätzteste Song spielen sie am Radio. Karen schaut zum Gary und meint nur, Oh, love, isn't that the band we're seeing next summer?
I love that song. Der Gary und der Laurin schauen sich peinlich berührt in die Augen. Wo sich das britische Pärchen zum Aussteigen parat macht, sagt der Gary ganz beschämt: Yes, my dear, it is.